Ja, einander vergeben und versöhnen ist nicht etwas Einfaches, oder? Das ist eine schwierige Sache, wie wir das gut in dem Theater gesehen haben. So cool, dass wir wieder mal eins hatten. Die kannst du eigentlich noch warten mit denen. Kommen nachher. Macht nichts. Kommen da plötzlich ein paar Geissen anzulaufen. He? Genau. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was hat das Theater oder was hat überhaupt der ganze Sonntag mit diesen jüdischen Festen zu tun? Warum setzen wir uns als Kirche mit jüdischen Festen auseinander? Wir sind ja Christen. Also warum machen wir überhaupt diese Serie? Die jüdischen Feste sollen uns helfen, so die grossen Zusammenhänge der Bibel zu verstehen. Oder die Bibel ist eine zusammenhängende Geschichte, die anfängt in einem Garten, die endet in einer blühenden Stadt. Und es ist die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Und du und ich, wir sind ein Teil davon. Aber ein Teil dieser Geschichte ist eben auch all das, was im Alten Testament passiert ist. Die Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel geschrieben hat. Und diese Serie soll uns helfen, in die Welt einzutauchen. Vom Judentum, weil Jesus Jude war. Das sind ganz viele Sachen, die für ihn normal waren, die er teilweise angesprochen hat und wo jedem rundherum klar war, was er damit meint, wo wir heute völlig nicht checken. Und diese Serie soll uns helfen, so diese Sachen irgendwo ein bisschen mehr hinter die, ich sage jetzt mal, unsichtbaren Sachen in der Bibel, die implizit dort stehen, weil es jeder damals verstanden hat, aber wir heute nicht mehr sehen, weil es für uns ganz eine andere Kultur ist. Und ein so ein spannender Unterschied zwischen der jüdischen Kultur und unserer Kultur heute ist, dass die jüdische Kultur so eine Kultur vom sich Erinnern ist. Und genau aus dem Grund hat Gott eben hat sein Volk beauftragt, die Feste zu feiern, die sie im Verlauf des Jahres immer feiern, damit sie sich erinnern. Damit sie sich daran erinnern, was sie mit dem Gott erlebt hat, was der Gott ihnen und ihren Vorfahren alles gut zu tun hat, damit das präsent bleibt. Und ich finde, das ist eine mega coole Art und Weise, sich an so Sachen zu erinnern. Und ich muss sagen, hey, das hätten wir manchmal ein bisschen mehr nötig, oder? So eine Kultur von sich erinnern. Weil ich weiss, letzten Sonntag hat Steffi uns herausgefordert, uns zu überlegen, was haben wir mit Gott erlebt, was können wir anderen zum Beispiel erzählen, wie wir Gott erlebt haben. Und ich bin an Sachen erinnert worden, wo mir so oft nicht präsent sind. Und so oft haben wir diese Sachen irgendwo im Hinterkopf, aber sie sind uns nicht präsent. Und manchmal bräuchten wir es. Weil sobald das nächste Problem kommt, sind wir nur noch auf das Problem fokussiert und vergessen wir manchmal, was Gott alles schon getan hat und dass wir eigentlich vertrauen können, dass wir das eigentlich schon längstens hätten müssen gelernt haben. Und das finde ich so etwas Faszinierendes an dieser jüdischen Kultur und wo mich immer wieder herausfordert, auch mir so Steine einbauen, so, wo ich mich daran erinnere, so Meilensteine, wo ich kann sagen, hey, das ist so etwas, wo ich mich immer wieder daran erinnern möchte. Das Fest, das wir heute anschauen, Yom Kippur, das heisst auf Hebräisch Tag der Sühne. Der grosse Tag der Versöhnung ist das auf Deutsch. Und das Fest wird beschrieben im 3. Mose, Kapitel 16. Und Verse 30 bis 31 fassen mega gut zusammen, um was es an diesem Tag eigentlich geht. Denn an diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, versöhnt und von aller Schuld befreit, die auf euch lastet. Der ganze Tag muss ein besonderer Ruhetag sein, an dem ihr fasten und in Demut vor mich treten sollt. Haltet euch für alle Zeiten daran. Also das Yom Kippur-Fest, der Versöhnungstag, ist ein Tag vom Fasten. Fasten ist ein äußerer Ausdruck von einer Ernsthaftigkeit, dass wir es ernst meinen, dass uns etwas wichtig ist, dass wir uns bewusst Gott möchten zuwenden, so wie wir das im Theater gesehen haben, wo Debbie sich bewusst Gott zuwenden und darum gefastet hat. Und der Versöhnungstag ist bis heute der wichtigste jüdische Viertag, den sie feiern. Das ist das wichtigste Fest, das sie in ihrem Jahr feiern. Es ist ein Tag, an dem in Israel tatsächlich alles stillsteht. Keine Autos auf der Straße, keine Leute auf der Straße, keine Läden offen, nichts. Es läuft nichts. Es ist ein bedächtiger Tag. Es ist nicht irgendwo ein juchzendes Fest, wo sie jubeln, sondern es ist ein Tag, wo sie sich besinnen, wo sie sich Gott zuwenden. Das ist eine Tatsache, die auch ausgenutzt worden ist in dem Yom Kippur-Krieg, wo sie genau an dem Tag, wo nichts läuft, angegriffen worden sind von anderen Ländern.
Yom Kippur war der einzige Tag, an dem der Hohepriester in Jerusalem das Allerheiligste vom Tempel betreten konnte. Der einzige Tag im Jahr, wo er in das Allerheiligste hinein durfte, wo er ganz direkt in Gottes Gegenwart gekommen ist. Und auch die Bibel zeigt uns, dass das Fest eine zentrale Bedeutung hat für die Juden. Die Tora, die ersten 5 Bücher Mose, die sind so parallel aufbauen. Es ist so wie Zwiebelring, wo es von außen, also vom 1. und vom 5. Buch Mose, immer mehr in die Mitte geht. So einen verschachtelten Aufbau. Und das mittlere Buch von der Tora ist das 3. Buch Mose, Levitikus. Und das mittlere Kapitel ist Kapitel 16, wo es um den Tag der Versöhnung geht. Das ist die Mitte der Tora. Und das ist nicht Zufall, sondern das ist bewusst so gestaltet. 10 Tage vor Yom Kippur feiern die Juden gemäß ihrem eigenen Kalender, sind das ein eigener Kalender über das Jahr, ihr Neujahrsfest. Rosh Hashanah heißt das. Und die ersten 10 Tage nach dem Neujahrsfest sind die Zeit von der Buße und von der Reue. Wo sie im Bewusstsein, dass Gott als König wird kommen und die Welt richtet, sich ihm nochmal neu zuwendet. Nochmal neu sich auf Gott ausrichtet. Wo sie sich bewusst Zeit nehmen, auch ein Stück weit zum Bilanz zu ziehen. Zum Anschauen, was ist gut in meinem Leben und wo ist Korrektur nötig. Wo habe ich Sachen, die mir leid tun, die ich bereue, wo ich merke, das ist nicht gut. Wo hat sich etwas eingeschlichen, vielleicht im letzten Jahr, wo eine Korrektur braucht. So eine Zeit, wo sie bereuen und in Ordnung bringen, die Sachen, die nicht gut sind in ihrem Leben. Und ich finde das einen coolen Brauch. Ich finde das einen guten Aspekt, mal sich eine Zeit nehmen im Jahr, wo man so ein bisschen Bilanz zieht. Das ist vielleicht bei uns auch eine gute Zeit, Anfangsjahr, oder? Wenn wir den Jahreswechsel haben, machen viel, sich überlegen, was ist im letzten Jahr gut war, was mache ich mir für neue Vorsätze, für das neue Jahr. Und oft hängt das ja auch zusammen damit, dass wir Sachen loswerden wollen, die sich im Laufe des letzten Jahres eingeschlichen haben. Und damit meine ich nicht nur ein paar überflüssige Kilos, oder, sondern vielleicht auch wirklich Sachen, wo man merkt, hey, da habe ich etwas angefangen im letzten Jahr, das mir eigentlich nicht gut tut, wo ich ändern will. Das ist vielleicht so eine Herausforderung ein bisschen an uns auch zu überlegen, wo habe ich im Jahr so eine Zeit, wo ich mal Bilanz ziehe, wo ich mal bewusst anschaue, was ist gut in meinem Leben und wo sind Sachen drin, die weniger gut sind. Also um was geht es bei Yom Kippur? Warum feiern sie denn überhaupt so einen Versöhnungstag? Das Ziel ist, wie eigentlich schon gesagt, die Versöhnung zwischen Gott und seinem Volk. Und mit Versöhnung ist in erster Linie die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gemeint. Und das ist ein wichtiges Ding, das wir unbedingt merken müssen. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Gott ist ein Gott, der die Beziehung sucht zu seinem Volk, der gesagt hat, ich möchte mitten unter meinem Volk wohnen. Wie wir das im 2. Mose lesen können, im Kapitel 25, Vers 8 steht, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, das steht so als die Stiftshütte, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und wir sehen das durch die Bibel, das ist wie so ein roter Faden, der sich durchzieht. Gott möchte in der Mitte unter seinen Leuten wohnen. Er möchte gegenwärtig sein bei den Menschen. Später war es der Tempel, heute ist das Kirchen und der Heilige Geist, der in jedem Einzelnen von uns wohnt. Und die Schwierigkeit, warum es eben Versöhnung braucht, ist, dass sich Sünde nicht vertreibt mit Gottes Heiligkeit und Gottes Reinheit. Weil wir Menschen immer wieder Sachen machen, wo die Beziehung mit Gott stört. Das ist das, was im ganzen Buch Levitikus, im ganzen 3. Buch Mose darum geht. Da sind all die rituellen Opfer drin. Da wird die Rolle der Priester beschrieben, die Mittler sind zwischen Gott und seinem Volk, die sollen vermitteln. Und da sind all die Reinheitsgebote drin, wo es im Kern darum geht, wie kann das Volk Israel in einer Beziehung mit einem heiligen Gott leben, wo es keine Unreinheit und keine Sünde kann dulden. Also Yom Kippur ist das Fest, wo Gott dem Volk seine Sünde vergibt, damit es in seiner Gegenwart kann bleiben, damit Gott bei ihnen kann sein und mitten unter ihnen kann wohnen. Für uns ist manchmal das schwierig, so, ja, aber warum muss sich jetzt Gott mit seinem Volk versöhnen? Warum ist das überhaupt nötig?
Aber da ist der Aspekt von der Beziehung eben das Wichtige. Es geht um die Beziehung. Gott geht es immer darum, Beziehung mit den Menschen zu haben. Und Beziehung ist immer ein Miteinander. Beziehung ist immer ein Stück weit aber auch Verpflichtung aneinander. Man muss Rücksicht nehmen, man muss aufeinander schauen, man muss auch mal irgendwo Abstrich machen oder es gibt gewisse Sachen, wo man genau weiß, dass es den anderen verletzt. Und gleichzeitig ist Beziehung ja auch etwas, wo man etwas überkommt, wo man viel davon profitiert, aber es braucht auch Vertrauen. Und das wissen wir alle, oder? Das Leben bringt das Miteinander von Beziehungen immer wieder aus dem Gleichschritt. Die Beziehung wird immer wieder gestört, manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. Meistens unabsichtlich oder meistens meinen wir es nicht böse. Aber es kommen immer wieder Sachen in eine Beziehung rein, wo die Beziehung schädigen, wo ein Stück weit Zerstörung in eine Beziehung hineinbringt. Und dann braucht es, um die Beziehung wieder zu versöhnen, braucht es Reue, es braucht eine Entschuldigung, es braucht Veränderung auf der Seite des Täter und auf der Seite von der Person, die in dem Sinn geschädigt ist oder vielleicht das Opfer ist, braucht es Vergebung. Oder es braucht die Reue, den Schmerz im Herz des Täters, dass er merkt, hey, das, was ich gemacht habe, ob es Absicht war oder nicht, hat im anderen etwas ausgelöst. Es hat ein Stück weit Zerstörung in die Beziehung hineingebracht. Es hat einen Schmerz in die Beziehung gebracht. Es hat etwas kaputt gemacht. Und dann braucht es eine Entschuldigung und die kostet uns Stolz. Das Eingeständnis am anderen gegenüber, hey ja, ich habe dazu beigetragen, dass unsere Beziehung nicht mehr so gut ist, wie sie eigentlich sein sollte. Aber das beides langt allein nicht, es braucht auch Veränderung. Und Veränderung kostet uns Energie, kostet uns enorm viel, um zu sagen, hey, ich möchte anschauen, wie kann ich das nicht mehr machen. Weil Versöhnung ist wenig wert, wenn der andere einfach sagt, oh, im Fall, sorry, tut mir leid, gell, aber morgen wird es im Fall wieder passieren. Und das ist mir eigentlich gleich. Es bringt nichts, es braucht all die 3 Sachen. Und dann braucht es von der Gegenseite aber auch die Vergebung. Und Debbie hat es im Theater so gut gesagt, Vergebung kostet uns manchmal alles. Weil die Sache ist passiert, ein gewisser Schaden ist angerichtet und dann kann man nicht einfach, der ist vielleicht eben trotzdem noch da, ein Schmerz ist vielleicht trotzdem noch da und Vergebung ist ein Schritt, der uns hilft, um wieder aufeinander zuzugehen, um das wieder gut zu machen, aber es ist noch nicht automatisch einfach wieder gut gemacht. Das ist etwas, was uns oft mega schwer fällt. Und genauso wie wir in zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder Versöhnung nötig haben, immer wieder so die Schritte aufeinander zumachen, so eben auch in der Beziehung mit Gott. Die Beziehung wird immer wieder gestört, indem wir Gott verletzen, indem wir uns von ihm abwenden, indem wir ihn links liegen lassen, indem wir einen Schaden anrichten an seiner guten Schöpfung. Sie ausbeuten, ausnützen. Aber es geht nicht nur um die Umwelt, sondern eben auch im Miteinander, wo wir einander gegenseitig verletzen. Das ist Gott nicht egal. Das schmerzt auch ihn. Wo wir Ungerechtigkeiten haben, Streit haben, weil Menschen ausgenützt werden, all diese Sachen. Und aus diesem Grund braucht es die Versöhnung, das Vergeben. Ich möchte mit euch anschauen, wie das an Yom Kippur funktioniert hat. Der erste Schritt war, dass der Hohepriester, wo der Hauptvermittler so quasi zwischen Gott und dem Volk war, sich selber reinigen musste. Er hat sich von seinen Sünden reinigen, damit er überhaupt würdig war oder überhaupt rein in das Allerheiligste hineingehen, weil nichts, wo irgendwo mit Sünde beschmutzt ist, dort rein dürfen kommen. Und dann haben sie ihm aus dem Volk 2 Ziegenböcke zum Eingang der Stiftshütte gebracht. Und die brauche ich jetzt. Das ist der Auftritt von diesen Böcken. Genau, ich kann den einen hier anstellen und den anderen da. Sie haben nachher gelöselt. Und der eine von diesen Böcken ist mit dem Los als für Gott bestimmt worden. Ich tue ihn hier markieren. Das ist der da. Dass wir das uns besser in Erinnerung behalten können. Sollte eben, also. Der war für Gott bestimmt. Und der andere, der hat man als Sündenbock bezeichnet, oder da hat es geheißen, der ist für Azazel. Das erkläre ich uns nachher noch schnell, was das auf sich hat.
Der Bock, der für Gott ist, der ist als Sündopfer nachher geopfert worden. Als Sündopfer zum Sünden vom Volk, vom ganzen Volk. Sühne heisst, dass es symbolisch die Sünden vom Volk bedeckt werden. Das Blut von dem Bock haben sie im Allerheiligsten auf Bundeslade so tröpfelt, als Zeichen, die Sünden werden zugedeckt, es wird gereinigt und so ist die Versöhnung passiert. Das ist der Akt der Versöhnung mit Gott, dass die Sünden zugedeckt werden und weg sind. Im 3. Mose 16, Vers 16 und 17 wird das beschrieben, also das mit dem Tröpfeln, das ist vorher, das lassen wir aus. Aber so befreit er das Allerheiligste von aller Unreinheit und von aller Schuld, die das Volk Israel auf sich geladen hat. Auch das Äußere des heiligen Zeltes reinigt er auf diese Weise, denn es steht mitten im Lager, dass die Israeliten durch ihre Sünden immer wieder unrein machen. Kein Mensch darf sich im heiligen Zelt aufhalten, wenn Aaron hineingeht, um sich, seine Familie und die ganze Gemeinschaft der Israeliten mit mir, dem Herrn, zu versöhnen. Es ist der Akt der Versöhnung, wo im Allerheiligsten passiert, wo der eine Bock, der für Gott ist, als Sündopfer dargebracht wird. Und dann holt man den zweiten Bock, den Sündenbock, der für Azazel. Azazel, man weiß es nicht ganz genau, ist wahrscheinlich ein Ort gewesen, nordöstlich von Jerusalem. Kann aber auch sein, dass es einfach schlicht Zerstörung oder Vernichtung heisst. Genau. Der zweite Bock wird geholt und der Hohepriester legt seine Hand auf den Kopf von dem Bock als ein symbolisches Zeichen, wo alle Sünden vom Volk Israel bekannt wird und wie übertragen wird auf den Bock. Und dann wird der Bock genommen und eben nicht geopfert, sondern er wird aus dem Lager der Israeliten rausgeführt in die Wüste und weggeschickt. Im 3. Mose 16,22 wird es beschrieben, der Ziegenbock trägt alle Schuld mit sich hinaus in die Wüste. Und darum sagt man manchmal auch, geh zu Azazel, das heisst, das ist so auf Deutsch wie scher dich zum Teufel. Es ist ein Zeichen davon, die Sünde wird aus dem Lager der Israeliten, aus Gottes Gegenwart, weggeführt, weg und vernichtet. Und ab dem Moment hat das Volk gewusst, dass Gott sich mit ihnen versöhnt hat. Dass die Sünde in ihrer Mitte weggenommen worden ist, aus dem Volk raus, aus dem Lager raus und Gott sie weggenommen hat. Jetzt für uns ist das manchmal ein bisschen befremdlich, oder? Die Beschreibungen von diesen Opfern, von diesen Ritualen. Und wir tun uns manchmal ein bisschen schwer damit, finden es vielleicht zu blutig, zu brutal, irgendwo primitiv. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es richtig einordnen können und es hat häufiger zwei Missverständnisse, wo ich kurz darauf eingehen möchte. Zum einen ist es wichtig zu wissen, hey, das ist die ganz normale Art und Weise, wie dort Menschen mit Gott kommuniziert haben. Das ist in allen Kulturen rundherum das Normalste gewesen. Und das ist das, was die Leute damals verstanden haben. Wir verstehen das heute nicht mehr. Aber damals war das normal gewesen. Und dann gibt es zwei Missverständnisse bezüglich diesen Opfern, wo viele Christen irgendwo glauben, und ich möchte kurz auf die eingehen. Das eine Missverständnis ist, dass wir Gott haben müssen opfern, zum entzornigen Gott gnädig zu stimmen. Weil Gott ist wütig über unsere Sünde und mit diesen Opfern tun wir ihn gnädig stimmen, tun wir ihn besänftigen, dass er nicht mehr so hässig ist, dass er dann wieder zufrieden ist und dann sagt, hey, ist gut, okay, jetzt hast du mir etwas geopfert, jetzt bin ich nicht mehr hässig. Und das andere Missverständnis ist, dass die Opfer so eine Art wie ein Deal mit Gott sind. Ich gebe Gott etwas, dafür segnet mich dann Gott vielleicht. Dafür gibt mir sonst Gott nachher etwas. So das Selektor-Automat-Prinzip. Ich lade etwas rein und raus kommt etwas raus. Und die Bibel, wenn wir sie genau lesen, dann sehen wir, dass beide Missverständnisse oder beide Bilder für Opfer in der Bibel in Frage gestellt wird. Gott möchte nicht einfach ein Opfer und dann ist irgendwie alles wieder gut. Was er sich wünscht, ist, dass Veränderung in unseren Herzen passiert. Um das geht es ihm. Und Gott lässt sich auch nicht mit einem Opfer bestechen, so quasi, um unsere Wünsche zu erfüllen. Dass wir ein besseres Leben haben, dass es uns ein bisschen besser geht. Gott sagt in der Bibel relativ deutlich, ich brauche eigentlich kein Opfer.
Zum Beispiel im Psalm 50 lesen wir das, wo Gott sagt, doch ich brauche deine Opfer nicht, weder die Stiere aus deinem Stall noch die Böcke von deiner Weide, denn alle Tiere gehören mir ohnehin. Gott braucht die Opfer nicht. Aber es geht bei den Opfern eben nicht in erster Linie darum, was sie bei Gott auslösen, sondern in uns. Es geht um die Person, die geopfert hat. Die Opfer sind ein Weg gewesen, wie die Menschen einen Schritt auf Gott zumachen können. Wo sie seine Gegenwart ein Stück weit wieder suchen können. Wo sie auf Gott zu können gehen und sagen, hey, ich weiss, ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich suche die Beziehung mit dir. Es tut mir leid. Und das Opfer ist ein Symbol dafür gewesen, um sich Gott nähern und zu sagen, hey, eigentlich gehört alles dir, auch mein Leben. Und weil ich das weiss, bringe ich dir das Opfer da, als ein Zeichen, dass ich mir das bewusst bin, als ein Zeichen dafür, dass es mir ernst ist, dass es mir wichtig ist, die Beziehung mit dir wieder herzustellen. Das Opfer drückt die Ernsthaftigkeit aus. Es sagt, hey, ich lasse mir auch etwas kosten. Es ist nicht einfach egal. Wir machen nicht einfach Schwamm drüber, wir nehmen es nicht einfach auf die Lichtschultern. Und darum ist wichtig, dass wir verstehen, es geht beim Opfer auch nicht einfach um Wiedergutmachung. Sünde kann nicht einfach durch ein Opfer wieder gut gemacht werden, weil Sünde immer irgendwo auch einen Schaden anrichtet. Und der Schaden ist nicht einfach wieder gut, weil wir etwas geopfert haben. Unrecht verletzt, Unrecht macht Beziehungen kaputt. Und die werden nicht einfach wieder ganz wegen einem Opfer. Gott braucht nicht ein Opfer, so quasi als Ausgleich vom Schaden. Und das ist jetzt schlimmer gewesen, da muss ich etwas Größeres opfern und das ist weniger schlimm. Um das geht es nicht. Aber ich vergleiche es mit einer Beziehung, oder? Eine verletzende Aussage, die richtet den Schaden an. Oder wenn jemand unsorgfältig mit etwas umgeht, dann ist etwas kaputt nachher. Und dann ist es wichtig und gut und es ist richtig, dass wir uns entschuldigen und dass es uns leid tut. Aber wegen dem ist vielleicht die Sache gleich kaputt. Oder wegen dem ist eben vielleicht doch ein Schaden angerichtet worden. Und es nützt nichts, oder? Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, also nützt es nichts, es nützt etwas, aber der Schaden ist nicht einfach wieder gut. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe und dann der Steffi sorry sage und ihr einen Blumenstrauß schenke, wegen dem ist der Schaden gleich noch da. Es hilft ihr, dass sie mir vergeben kann. Aber der Schaden ist da. Und um das geht es, bei diesen Opfern geht es viel mehr um die Wiederherstellung der Beziehung und nicht um die Wiedergutmachung vom Schaden. Mit dem Opfer wird nicht das Problem beseitigt oder der Schaden, sondern es wird die eigene Haltung gegenüber der anderen Partei zum Ausdruck gebracht. Ich zeige damit, es liegt mir etwas an dieser Beziehung. Das ist mir wichtig. Und ein spannender Gedanke für die Juden war wie immer klar gewesen, dass wenn sie etwas opfern, dass sie nicht etwas geben, das eigentlich ihnen gehört, sondern dass es sie etwas geben, das eigentlich schon lange Gott gehört. Und darum tun sie auch an Yom Kippur, eine von diesen Lesungen, von diesen Stellen, die sie aus dem Alten Testament lesen, am Yom Kippur ist häufig die Geschichte mit dem Abraham und dem Isaac. Wo der Abraham auf dem Weg ist und den Auftrag bekommen hat, den Isaac zu opfern. Aber Gott hat schon lange gewusst, er wird nicht den Isaac opfern, sondern Gott wird das Opfer stellen. Er nur will wissen, wie ernst ist es am Abraham. Und Gott hat das Opfer gestellt. Er hat es bereitgestellt. Es war immer er, der es gegeben hat. Und wir werden sehen, auf den Gedanken kommen wir nochmal zurück, ein bisschen später. Kurz zum Zusammenfassen. Also an Yom Kippur geht es um die Wiederherstellung der Beziehung von Gott zu seinem Volk. Das Volk bringt als Zeichen von ihrer Reue und von ihrer Ernsthaftigkeit, dass sie die Beziehung suchen wollen, die beiden Böcke da. Und Gott gibt nachher den Teil, wo nur er kann, nämlich die Vergebung. Dass er sie losspricht und sagt, es ist gut. Wir lassen die Sünde, die ist tilgt, sie ist weg. Ich decke sie zu. Das ist das, was nur Gott machen kann, Sünden vergeben. Und der Yom Kippur hofft und vertraut das Volk darauf, dass eben Gott ihnen vergibt und sich mit ihnen versöhnt. Und es ist ein Brauch aus dieser Zeit vom Tempel, wo in der Mischna, also eine jüdische Schrift, beschrieben ist, wo das mega gut verdeutlicht, dass der Brauch war, dass am Sündenbock, während der Hohepriester ihm die Hand aufgelegt hat und die Sünde bekennt hat, hat man immer so einen roten Faden
um die Hörner herum gebunden. Und dann, wo man den Bock in die Wüste rausgeführt hat, hat man den Faden weggenommen und hat die an den Vorhang vom Tempel, hat den Faden dort angehängt. Und in dem Moment, wo der Bock in der Wüste angekommen ist überliefert, dass sich der Faden immer auf wundersame Art und Weise weiß gefärbt hat. Als Zeichen, dass die Sünden vergeben sind. Dass es gut ist. Als Zeichen fürs Volk. Vergebung hat stattgefunden. Und jetzt die mitdenkt haben sicher schon gemerkt, dass, obwohl wir Christen das Fest ja eigentlich nicht feiern, dass es enorm viele Parallelen gibt zwischen Jesus und Yom Kippur. Und ich möchte auf die ein Stück weit eingehen. Den Tod von Jesus feiern wir meistens an Ostern, wo zusammenfällt mit Pessach, der Passafir. Aber es gibt so starke Parallelen zu dem Fest, zu Jesus und zu seinem ganzen Leben. Ein grosses Thema im Leben von Jesus war immer Vergebung von der Sünde. Er ist umgegangen und er hat nicht einfach nur geheilt, sondern er hat den Menschen die Sünden vergeben. Etwas, was für jeden Jude klar war, das kann nur Gott. Und wegen dem ist er auch kritisiert worden von den Pharisäern, die gesagt haben, hey, das ist die Aufgabe von Gott. Da hätte sie eigentlich schon schnallen. Und auch in den Gleichnissen, wo Jesus erzählt hat, hat viele Gleichnisse, wo es darum geht, ums Erlassen von Schuld. Jesus hat immer wieder darauf hingedeutet, mit diesen Gleichnissen und mit dem, dass er umgegangen ist, dass eines Tages der wirkliche grosse Tag der Versöhnung kommt. Dass der bald wird da sein, dass das Reich Gottes anbricht und so ein Tag der Versöhnung kommt. Und der Tag, der ist gekommen, oder? An dem Tag nämlich, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da hat Jesus enorm viel von dieser Yom Kippur Symbolik in sich vereint. Jesus ist das perfekte Sündopfer gewesen, der erste Bock, wo nicht nur die Sünde für das Volk Israel, sondern die Sünde für die ganze Welt auf sich genommen hat und sein Blut angegeben hat. Jesus repräsentiert aber auch den Sündenbock, der die Schuld vom Volk auf sich genommen hat. Aber eben bei Jesus nicht nur die Schuld vom Volk, sondern die Schuld der ganzen Welt. Und damit ist die Sünde und die Schuld nicht einfach nur zugedeckt. Oder? Im Alten Testament heißt es immer gesühnt und das Wort, wo Sühne herkommt, heißt bedecken, sondern mit Jesus ist sie vollständig tilgt worden. Nicht nur zugedeckt, sondern tilgt, vernichtet, fertig. Und das, was am Kreuz passiert ist und das, was die Juden da Jahr für Jahr gefeiert haben, ist am Kreuz ein für alle Mal passiert. Nicht etwas, was wir jedes Jahr wieder neu feiern müssen. Also ist Yom Kippur, das Fest im Alten Testament, ist immer ein Bild gewesen auf den einen grossen Versöhnungstag, der passiert ist. Dort, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Am Kreuz, kann man so sagen, darum hat sich Gott mit der ganzen Welt versöhnt. Nicht nur mit dem Volk Israel. Er hat Beziehung und Gemeinschaft für alle, die an ihn glauben, wiederhergestellt. Und wir sehen das auch in den Auswirkungen, die passiert sind am Kreuz. Wir haben vorher gehört, dass Yom Kippur der einzige Tag war im Jahr, wo der Hohepriester ins Allerheiligste hat dürfen. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Zugang zum Allerheiligsten ist plötzlich frei gewesen für alle. Und das heißt, dass der Vorhang von oben nach unten zerrissen ist. Gott hat es gemacht. Es ist von oben gekommen. Er hat den Weg frei gemacht. Und dazu passt es, ich habe vorher das erzählt mit dem roten Faden, dass die rabbinischen Überlieferungen sagen, dass ab dem Jahr, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, die Juden haben ja immer noch weiter Yom Kippur gefeiert, aber dass ab dem Jahr der Faden nicht mehr weiss geworden ist. Warum? Nicht, weil Gott seinem Volk nicht mehr vergeben hat, weil die Vergebung schon lange passiert ist, weil das Fest nicht mehr nötig war,
Weil die Versöhnung passiert ist, ein für alle Mal, am Kreuz. Und darum gibt es auch kein christliches Fest in dem Sinn, wo Jom Kippur entspricht, weil es vollbracht ist, weil die Versöhnung passiert ist. Ich möchte jetzt noch ein bisschen anschauen, was jetzt das vielleicht auch für dich kann bedeuten. Jom Kippur ist das Fest von der Wiederherstellung, von der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen und von der Vergebung der Sünde. Und das Fest, der Versöhnungstag, ist mit Jesus in seiner Vollkommenheit erfüllt worden. Und Spannende, der große Unterschied zum Alten Testament ist, dass an Jom Kippur Gott das Opfer gebracht hat und nicht der Mensch. Und ich möchte es heute an dieser Stelle weniger anschauen, als Jesus hat sich geopfert, sodass wir nicht müssen, sondern wieder den Beziehungskontext im Vordergrund rücken. Gott braucht das Opfer eigentlich nicht. Er muss nicht das Opfer haben, um Sünden zu vergeben. Aber das Opfer zeigt, wie ernst dass wir es meinen mit der Beziehung. Wie ernst dass es uns ist, die Beziehung wiederherzustellen. Und wenn Jesus sich selber als Opfer hingibt, dann ist das ein gewaltiges Zeichen dafür, wie viel ihm an der Beziehung mit dir liegt. Es ist ein Zeichen dafür, dass ihm alles an dieser Beziehung liegt. Dass er alles dafür tun möchte, dass du Beziehung mit ihm haben kannst. Und darum macht er den Schritt auf dich zu und zeigt dir, wie viel ihm an der Beziehung zu dir liegt. Dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, ist ein Ausdruck von seiner Liebe zu dir. Das Kreuz, wo Jesus als Opfer daran gestorben ist, zeigt seine Liebe und wie wichtig dass es ihm ist, die Beziehung mit dir zu haben. Das Kreuz ist der Ausdruck von dieser Liebe. Und das Spannende, Gott bringt beides. Er bringt die Vergebung, er spricht uns die zu und er bringt das grösste Opfer, wenn er einen Schritt auf dich zu macht. Das grösste Opfer, das er geben kann, um dir zu sagen, ich möchte Beziehung mit dir haben. Und die Frage ist, was du damit machst. Es ist eine Einladung und es ist auch ein Zuspruch. Das Opfer gibt dir einen enormen Wert. Du bist es wert gewesen, Gott. Ihm ist so viel an dieser Beziehung gelegen, dass Jesus sich hingegeben hat. Die Frage ist, ob du diese Einladung annimmst. Ob du verstehst, wie fest dass Gott sich die Beziehung mit dir wünscht. Und es ist gleichzeitig auch ein Zuspruch, nämlich, dass deine Sünden dir vergeben sind und Gott die Beziehung wiederhergestellt hat und sagt, hey, egal was du gemacht hast, egal was für Sünden in deinem Leben sind, ich versöhne mich mit dir. Ich vergib dir die Sünde. Der Vorhang ins Allerheiligste ist offen, wir können Beziehung haben. Sie stehen nicht mehr zwischen uns, sie sind tilgt. Und es kommt nicht darauf an, ob du dich würdig fühlst oder nicht. Gott hebt dir das nicht vor. Gott sagt, es ist egal. Ich gehe so weit, dass ich am Kreuz für dich stirb, dass wir Beziehung haben können. Also deine Beziehung mit Gott ist geklärt. Du musst nicht Angst haben, dass Gott dich ablehnen will. Du musst nicht Angst haben, dass Gott dich nicht wählen will. Du musst nicht darauf warten, dass er dir endlich vergibt. Er hat gezeigt am Kreuz, wie ernst es ihm ist und dass er dir vergibt. Und die Frage ist, ob du die Vergebung annehmen kannst. Gerade wenn du merkst, das sind Sachen, die es dir vielleicht selber schwerfällt, glaubst du, dass dir vergeben ist. Ich möchte es dir zusprechen, es ist dir vergeben. Manchmal können wir uns selber fast nicht vergeben. Aber Gott hat dir vergeben. Wenn er dir vergibt, darfst auch du dir vergeben. Er hat den Schritt auf dich zugemacht. Und die Frage ist heute, ob du den Schritt auch auf ihn zumachst. Und das ist eine Einladung. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, es ist Zeit, so einen Schritt auf Gott zuzumachen. Wir haben das Gebetsteam da,
der es liebt, für dich zu beten. Vielleicht bist du auch mit jemandem da, wo du dich anvertrauen kannst, wo ihr zusammen das machen könnt. Aber mach den Schritt. Gott sehnt sich so danach. Der zweite und der letzte Punkt ist, wir müssen uns auch bewusst sein, oder? Natürlich gehören ein Stück weit Treue, Umkehr und die Bereitschaft, sein Leben zu ändern, mit dazu, in diese Beziehung hineinzugehen. Beziehung heisst immer auch, heisst auch sich entschuldigen, heisst auch sagen, hey, die Sachen, wo ich genau weiss, dass sie die Beziehung zerstören und kaputt machen, ich will mich ändern in denen. Und ein wichtiger oder ein weiterer Aspekt von dem ist, dass die Versöhnung mit Gott und die Versöhnung mit Mitmenschen in einer engen Beziehung stehen. Oder wenn wir das Kreuz anschauen, haben wir die vertikale und die horizontale. Und das eine ist die vertikale Beziehung zwischen dir und Gott und das andere ist die horizontale zwischen uns Menschen. Versöhnung hat immer den Schritt von der Umkehr und von der Veränderung drin und Gott hat das Schwierigste in dem hinein schon gemacht, oder? Und gleichzeitig ist es eben darum dann eine Aufforderung auch an uns, dass wir auch bereit sein, einander zu vergeben. Und für die Juden hat das eindeutig zusammengehört. Dass Versöhnung mit Gott auch beinhaltet, sich miteinander zu versöhnen. In der Mischna heißt es, Sünden zwischen Gott und dem Menschen sühnt der Versöhnungstag. Aber Schuld zwischen einem Menschen und seinem Mitmenschen sühnt der Versöhnungstag. So lange nicht, bis der Mensch sich nicht mit seinem Mitmenschen ausgesöhnt hat. Und auch Jesus sagt ganz deutlich, dass Vergebung mit Gott bedeutet, dass auch wir einander vergeben sollen. Wir lesen das in Matthäus 6,12 im Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und da direkt nachher hat es nochmal eine Stelle, wo das Jesus nochmal ganz deutlich betont. Direkt nach dem Vater unser. Also Yom Kippur fordert uns auf die andere Seite darum auch auf, einander gegenseitig zu vergeben. Der schwierige Schritt, aufeinander zugehen, zu machen. Und ich habe das heute oder diese Woche in unserer Ehe selber erlebt. Steffi ist ein kleines Missgeschick passiert und es ist etwas hat Schaden genommen. Und ich bin hässig geworden in dem Moment. Und natürlich hat sich die Steffi entschuldigt und es hat ihr leid getan und sie hat es nicht extra gemacht. Aber der Schaden war. Wegen dem war es nicht einfach wieder ganz. Und es hat mich etwas gekostet, ihr zu vergeben. Es war mir von Anfang an klar, dass ich das muss, aber es hat mich gekostet, das irgendwo loszulassen und zu sagen, ich vergib da, ich lasse es los. Und es war in dem Moment in der Yom Kippur-Vorbereitung, wo ich gemerkt habe, das betrifft mich. Und ich habe gewusst, ich kann nicht weiter an dieser Predigt arbeiten, bevor das nicht wieder gut ist. Und das ist genau das. Versöhnung mit Gott bedeutet, dass wir auch uns miteinander versöhnen. Und Gott hat, und ich glaube, es hilft uns zu sehen, dass Gott den schwierigen Schritt von der Vergebung auf uns zugemacht hat. Und ich glaube, das kann uns Kraft geben, auch den Schritt aufeinander zuzumachen. Einander zu vergeben. Es kann in der Partnerschaft sein, deinem Ehepartner. Es kann mit einem Freund sein, es kann in der Familie irgendwo sein. Vielleicht sonst jemand. Ich möchte dir Mut machen, jetzt überlegen, wo es Menschen hat, wo Versöhnung notwendig ist in deinem Leben. Ich kann am Freitag Zeuge sein von so einer Versöhnung in der Familie. Es ist etwas so Kraftvolles. Es löst so viel. Aber es kostet auch. Es hat lange gebraucht. Aber es ist so powerful. Und auch wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, dann auch da, das Gebetsteam ist für dich da. Sie lieben es, mit dir zu beten. Vielleicht musst du auch wirklich auf jemanden zugehen. Vielleicht musst du mit jemandem darüber reden zuerst oder in dem ich helfen kann. Ich möchte beten für uns. Und wir stehen auf für das und gehen nachher in Worship. Jesus, ich danke dir für das Opfer, das du gebracht hast und mit dem du uns so gewaltig zeigst, dass die Beziehung zu uns wert ist, dass du dich mit uns möchtest versöhnen, dass du Frieden machst.
Dass wir Beziehung haben mit dir, in deiner Gegenwart leben dürfen, wo heilig ist, wo rein ist. Und dass egal, was wir gemacht haben, du es uns nicht anrechnest. Dass du es vergeben hast. Und in unserem eigenen Leben merken wir manchmal, was das eigentlich für ein grosser Schritt ist, den du gemacht hast. Weil es uns manchmal selber so schwer fällt. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen da drin, wo du jetzt vielleicht gerade das Herz anklopfst, wo du vielleicht gerade eine Beziehung aufzeigst, die noch nicht versöhnt ist. Ich bete, Heilige Geist, dass du uns da überführst, dass du uns Kraft gibst. Dass wir an deinem Beispiel dürfen die Kraft, oder durch dein Beispiel die Kraft können bekommen, um selber zu vergeben, dort, wo es nötig ist. Und ich bitte dich auch für all die, wo es so schwer fällt, die Versöhnung, die Vergebung anzunehmen, dass das vom Kopf in unser Herz runterrutschen, dass du vergeben hast. Wir brauchen es so. Amen.